Ja, Frau Polat, vielen, vielen Dank, dass Sie zu unserem kleinen Sprachinterview gekommen sind, wenn auch nur digital, aber das ist ja im Moment so, da haben wir uns ja inzwischen alle auch dran gewöhnt. Wir freuen uns, dass Sie auch dieses Mal uns Rede und Antwort stehen werden, was den Sprachenschutz und die Förderung des Niederdeutschen durch Ihre Partei Bündnis 90 Die Grünen angeht. Wir kennen uns ja schon etwas länger und wir wissen auch, dass Sie sich schon sehr aktiv und sehr lange für den Schutz des Niederdeutschen und der anderen Minderheitensprachen einsetzen. Wir haben uns einige Punkte rausgesucht, über die wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen würden. Wir, das ist Frau Christiane Ehlers, Leiterin des Niederdeutsch-Sekretariates, und mein Name ist Saskia Luther, Sprecherin des Bundesrats für Niederdeutsch. Ja, wollen wir gleich einsteigen, Frau Polat, oder möchten Sie noch vorweg ein paar Worte sagen? Ja, erstmal herzlichen Dank, Frau Luther, für die Initiative und dass Sie das Thema Regional- und Minderheitensprachen immer wirklich sehr engagiert und aktiv auf die politische Agenda setzen. Das ist ja ein Thema, was vermeintlich sozusagen eben ein Nischenthema ist, aber ich glaube, das Niederdeutsch-Sekretariat und alle Verbände, die sozusagen organisiert sind, sind super aktiv und ehrenamtlich da, hoch motiviert. Und ich glaube, das hat sich auch in der letzten Legislaturperiode gezeigt, dass da wirklich auch viel bei uns angekommen ist im Deutschen Bundestag und die Zusammenarbeit einfach für mich auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das gehört ja auch immer mit dazu, trotz Pandemie etc. Ja, ja, danke schön. Das empfinden wir natürlich genauso, wenn auch persönliche Gespräche, ja, würden wir uns auch mal wieder wünschen, aber da sind wir ja nicht alleine. Ja, gut, Legislaturperiode, das ist eigentlich schon ein schönes Stichwort, Frau Polat, für unseren ersten Schwerpunkt. Sie wissen ja, dass es in der letzten Legislaturperiode, also in der jetzt noch laufenden, keine Debatte zum Sprachenschutz und zur Förderung der niederdeutschen Sprache und der Minderheitensprachen gegeben hat. Die letzte Bundestagsdebatte war 2017, also zum Ende der vorletzten Legislaturperiode. Wir wünschen uns natürlich sehr, dass der Sprachenschutz noch mehr in die Öffentlichkeit kommt und auch noch mehr im Bundestag präsent ist. Und die Sprachencharta, das ist ja unser Instrument, unser Arbeitsinstrument, auf dem unsere Forderungen und auch auf dem unsere Arbeit beruht. Daher würden wir gerne sehen, dass in jeder Legislaturperiode im Deutschen Bundestag über Minderheitensprachen, kleine Sprachen, Niederdeutsch gesprochen wird und eventuell eben nicht nur gesprochen, sondern auch entsprechende Maßnahmen dann ergriffen werden könnten. Und unsere Frage nun ganz konkret an Sie für die nächste Periode: Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihre Partei eine Bundestagsdebatte unterstützen würde, mit initiieren würde, uns dabei eben auch helfen würde, die Sprache noch mehr in die Öffentlichkeit zu bringen? Ja, Frau Luther, herzlichen Dank. Wir haben da ja sehr intensiv auch bezüglich dieses Themas korrespondiert. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, nochmal die Bedeutung auch so einer Bundestagsdebatte herauszustellen, weil der Deutsche Bundestag sich mit einer Unzahl von Themen beschäftigt, gerade in der letzten Legislaturperiode natürlich schwerpunktmäßig alles rund um die Pandemie. Und es dann eine Herausforderung ist, überhaupt einen Debattenplatz, so nennen wir das ja, zu bekommen. Und für mich ist am allerwichtigsten, nichtsdestotrotz ist es grundsätzlich wichtig, einen Debattenplatz zu haben, einen Austausch im Deutschen Bundestag zwischen den demokratischen Fraktionen zur Bedeutung nicht nur der Sprachencharta, sondern eben auch zur Bedeutung der Vielfalt. Der Sprachenvielfalt, der Regional- und Minderheitensprachen und welche Bedeutung das auch nicht nur für Deutschland hat, sondern auch insgesamt für Europa. Das ist mir wichtig, weil das ja auch grenzüberschreitend gedacht wird von uns als Bündnis 90 Die Grünen, gerade auch was das Niederdeutsche betrifft.
Entscheidend ist für mich, dass wir natürlich auch eine vereinbarte Debatte bekommen. Das ist nochmal ein besonderer Tagesordnungspunkt. Sonst setzen ja einzelne Fraktionen zu einem Thema, zum Beispiel zur Sprachencharta, einen Antrag auf die Tagesordnung, der dann auch konkret mit Forderungen verbunden ist. Aber um das nochmal zu highlighten, ist es eben besonders schön, wenn es eine vereinbarte Debatte ist, weil dann haben sich alle Fraktionen im Deutschen Bundestag im Präsidium darauf verständigt, dass diesem besonderen Thema eine interfraktionelle Debatte zuteilkommen gelassen werden soll. Und das ist mein Wunsch und natürlich dann noch hinterlegt zusätzlich mit einer Initiative, die dann mit Forderungen verbunden ist und möglichst interfraktionell. Das haben wir ja bei diesen Themen immer versucht, möglichst interfraktionell dort einen Konsens zu finden. Also von daher volle Zustimmung plus, plus, plus. Das hört sich für uns sehr gut an und wir wissen darum, dass das nicht so einfach ist, einen Debattenplatz zu bekommen. Aber wir hoffen sehr, dass es dann auch gelingt mit Ihrer Unterstützung und ja, einiges dann auch sichtbar wieder zu machen im Deutschen Bundestag. Also die letzte Debatte hat uns sehr geholfen in der Sprechergruppe. Also auch wirklich politisch an bestimmten Prozessen teilhaben zu können. Das war wirklich wichtig für uns. Und insofern sehr schön. Und wir kommen bestimmt drauf zurück dann, Frau Polat. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und Teilhabe ist auch so ein Stichwort. Christiane wird da vielleicht jetzt den nächsten Schwerpunkt setzen. Da übernehme ich gerne Teilhabe und wir denken hier insbesondere eben an Jugendliche und junge Erwachsene. Eben nur wenn wir es schaffen, wirklich ihnen, den jungen Menschen Gehör zu verschaffen und ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen und auch die Möglichkeit geben, dass sie diese adäquat adressieren können. Nur dann, sage ich mal, sind auch die Möglichkeiten gegeben, die Sprache zu erhalten und weiterzuentwickeln. Das heißt, es müssen jugendpolitische Strukturen aufgebaut werden und Jugendliche müssen die Chance haben, an der Politik zum Sprachenschutz teilzunehmen. Die haben vielleicht ganz andere Ansichten als viele Ältere aus der Sprechergruppe. Das ist einfach der natürliche Gang der Dinge und gehört einfach dazu, dass wir nach vorne gucken. Wir planen schon in diesem Herbst, dass wir eine kleine Werkstatt machen mit jungen Erwachsenen und möchten ihnen da auch die Chance geben, dass sie mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch kommen und ihre Wünsche da adressieren. Das ist ein ganz wichtiges Feld für uns und unsere konkrete Frage an Sie, inwieweit unterstützt Ihre Partei unsere Forderung, den jungen Menschen zu ermöglichen, dass sie an der Politik zum Sprachenschutz teilnehmen? Also grundsätzlich ist bei uns als Bündnis 90 Die Grünen sehr stark jetzt auch im Bundestagswahlprogramm verankert. Zum einen die Jugendbeteiligung. Jugendbeteiligung im Verständnis stärkere Beteiligung an politischen Partizipationsprozessen. Angefangen mit den klassischen Themen, das kennen Sie, Wahlrecht etc., aber auch mit einer strukturellen Förderung von Jugendverbänden und Organisationen, hier auch die rechtlichen Grundlagen zu stärken. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben sehr stark bei der Förderung von Jugendverbänden, auch als anerkannte Jugendverbände, immer das Thema, dass das große Verbände sein müssen mit vielen Standbeinen. Also wenn man sozusagen eine Landesförderung bekommt, muss auch sozusagen nachgewiesen werden, dass es eine landesweite Tätigkeit gibt der Verbände, der Jugendverbände. Und das ist bei kleinen Gruppen sehr, sehr schwierig. Ich komme ja primär auch aus der Migrationspolitik und da haben wir immer das Problem, da gibt es vielleicht 2 starke Verbände in den Oberzentren, aber diese Kleinteiligkeit, wie wir das generell in der Jugendarbeit haben, gibt es nicht. Und das ist ein ganz zentraler Punkt für uns, dass bei der Jugendförderung geguckt wird, auch auf Minderheitengruppen, auf andere Gruppen, die eben diese Strukturen nicht mitbringen, aber trotzdem in eine Förderstruktur kommen und nicht nur angewiesen sind auf Projektförderung. Das ist ja sowieso das unsägliche Thema insgesamt in unserer demokratischen Förderpraxis. Und da komme ich schon zum zweiten Thema.
das ist für mich auch aus der Perspektive der der Regional- und Minderheitensprachen und der dort organisierten Jugendverbände, aber auch wie Sie das sind, ein ganz wichtiges Thema, das Demokratiefördergesetz. Wir verstehen das Demokratiefördergesetz auch als Stärkung von unter anderem Schutz von Sprachminderheiten. Das ist nämlich für uns das Verständnis einer vielfältigen Demokratie. Wir sprechen davon, die Gesellschaft der vielen und das plurale Versprechen der Demokratie auch einzulösen. Und dazu gehört eine ganz, ganz starkes gesellschaftspolitisches Engagement mit der Vielfalt, die wir haben. Und dazu gehören natürlich auch die Sprachminderheiten. Und natürlich, klar, für mich zählt da gerade, was die Zukunft betrifft. Wir brauchen da die junge Generation, dass sie, wie Sie das schon sehr schön gesagt haben, die Sprache bewahrt und weiterentwickelt. Das habe ich ja auch gelernt, wie spannend auch die Diskussionen sind um neue Begriffe und um Weiterentwicklung, gerade in der Pandemie. Ja, ich möchte noch mal erwähnen, was der Mund-Nasenschutz auf Niederdeutsch heißt. Also es ist ja auch sehr spannend, so eine Sprachentwicklungsdiskussion. Und da ist ja auch die junge Generation sehr wichtig. Ich finde auch mal ein Lob an die jetzige Bundesregierung. Herr Dr. Fabricius hat das ja auch als einen Schwerpunkt gesehen. Und ich denke, da ist auf jeden Fall auch ein Konsens zu finden, dass wir diesen Bereich weiter ausbauen, intensivieren und auch in eine strukturelle Förderung führen. Vielen Dank. Das hört sich genau so an, sage ich mal, in die Richtung, in die wir es gerne bewegen wollen. Das freut uns sehr, dass Sie tatsächlich da, glaube ich, viel Gutes voranbringen und hoffen auf gute Zusammenarbeit. Und wenn ich an unsere Werkstatt denke, da werden wir uns ganz sicher an Sie wenden. Ja, vielen Dank. Einen anderen Bereich, den wir gerne ansprechen möchten, sind die Medien. Auch der spielt sowohl für die Weiterentwicklung der Sprache, Sie haben es gerade gesagt, wenn neue Begriffe entstehen, da spielen die Medien, die plattdeutschen Nachrichten auch eine wichtige Rolle, als auch für die öffentliche Wahrnehmung der Sprache in der Gesellschaft einfach sind die ganz wichtig. Und hier ist die Niederdeutsche Sprechergruppe, Sie haben vorhin auch gesagt, wir denken auch immer in größeren Zusammenhängen, wenn wir in unsere europäischen Nachbarländer gucken und da gucken, was da möglich ist, dass kleine Sprachen da eine ganz andere Versorgung haben durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als die Niederdeutsche Sprechergruppe hier. Es besteht der Wunsch in der Sprechergruppe nach einer niederdeutschen Medienplattform, also ein Hörfunk-Vollprogramm, das digital empfangen werden kann, wo professionell über die Region, über die Welt berichtet wird, fürs ganze Sprachgebiet. Und da möchten wir Sie jetzt fragen, inwieweit Ihre Partei den Aufbau so eines niederdeutschen Rundfunksenders unterstützt und die Schaffung der entsprechenden Rahmenbedingungen, die dann dazugehören. Also erstmal finde ich überhaupt die Idee, die ist ja sozusagen auch entwickelt worden von Ihnen quasi aus der Zivilgesellschaft, finde ich sehr geeignet, um sozusagen da einfach eine Struktur zu schaffen, wo man eben sehr professionell dann eine Analogie schafft, beispielsweise zu dem auch vom Bund geförderten Deutschlandradio oder Deutschlandfunk. Das kann man natürlich auch integrieren. Ich würde sagen, wir haben das so explizit, ich muss sonst noch mal selbst reingucken, nicht im Bundestagswahlprogramm gefordert. Wir haben das eher allgemeiner formuliert, auch die Vielfalt in der Medienpolitik und Medienlandschaft zu fördern. Ich weiß natürlich auch insgesamt, das, was sozusagen den öffentlichen Rundfunk betrifft, dass wir da auch im engen Austausch sind mit unseren Bundesländern. Da geht es ja auch um die Rundfunkstaatsverträge etc. Und von daher würde ich sagen, auch hier zwei Säulen. Das eine, diese Medienplattform explizit mit Ihnen gemeinsam in der nächsten Legislaturperiode zu prüfen. Und prüfen ist immer ein schlechtes Wort in dem Sinne, wenn das im Obacht, im Koalitionsvertrag auftaucht. Aber in dem Sinne fände ich es gar nicht schlecht, einfach zu sagen, wie kann man sozusagen zum Beispiel beim Deutschlandradio oder beim Deutschlandfunk oder generell so eine Medienplattform auch wirklich strukturell andocken an die bestehende Förderstruktur, die es schon gibt, von Bundesseite in der Medienpolitik, weil sonst ist ja Medienpolitik sehr stark auf Landesebene. Und da ich ja lange auch Landtagspolitik gemacht habe, ist es mir sehr wichtig, dass man dann
der Exekutive, also der Bundesregierung sagt, guck mal, wenn es da noch vielleicht BedenkenträgerInnen gibt, dass man sagt, wir haben aber ja eine super Förderstruktur und wenn man dort eine Medienplattform integriert, weil dort haben wir, wie Sie schon gesagt haben, auch den internationalen Bereich. Das ist natürlich total innovativ, wenn wir sagen, auch die Weltmedien, die internationale Politik auf Niederdeutsch sozusagen in die Welt zu kommunizieren. Ich würde sagen, das ist in jedem Fall ein Prozess, den wir mit Ihnen gemeinsam gehen wollen würden. Das freut uns, genau. Und wo Sie sagen, Strukturen schaffen, genau, bei sowas brauchen wir Sie natürlich um Ihre Unterstützung. Wir sind gerade dabei, eben zu gucken, wie solche Inhalte wirklich aussehen könnten. Das heißt, dass wir das auch ein bisschen mit Leben füllen. Wir wollen jetzt gerade eine erste Beispielsendung mal produzieren aus der Zivilgesellschaft heraus dass wir eben sagen, so könnte es aussehen, so könnten die Inhalte sein. Und natürlich die andere Seite ist dann, wie Sie gesagt haben, dass wir die Strukturen dafür schaffen und zu prüfen, wie sowas möglich ist. Darf ich eine Rückfrage stellen? Natürlich. Wenn wir gerade über sozusagen nehmen wir jetzt mal beispielsweise an, Berichterstattung über Weltpolitik, dann kommt es ja auch darauf an, dass man Journalistinnen und Journalisten hat, Korrespondentinnen und Korrespondenten, die dann vielleicht auch der niederdeutschen Sprache Firmen sind. Gibt es dort schon sozusagen Ideen, Initiativen, dort sozusagen einen Pool aufzubauen von bestehenden bekannten oder auch nicht so bekannten Redaktionen oder Fernsehjournalistinnen, die da Niederdeutsch beherrschen? Das ist gerade der Punkt, an dem wir dran sind. Tatsächlich, diese Woche haben wir darüber gesprochen, wo wir uns dabei sind, diese Beispielsendung zu konzipieren, dass wir genau diesen Pool jetzt langsam aufbauen müssen. Es gibt welche, wir kennen auch, sage ich mal, hier und da welche, aber genau das ist jetzt die große Herausforderung für uns, wo wir auch sagen, gut, die müssen wir jetzt als nächstes angehen, weil wir hören natürlich viel, es gibt gar keine Journalisten, Journalistinnen, die das können, die sind nicht da. Deshalb ist es genau unser Weg jetzt zu sagen, doch, wir fangen jetzt an und bauen genau den Pool auf. Also Sie haben das Thema gerade angesprochen, an dem wir dran sind. Sehr gut. Ja, danke. Ja, und das sind auch genau die beiden Sachen eigentlich, die wir immer so bedenken müssen. Die Initiativen, die es aus der Sprechergruppe ohnehin schon gibt aber die Strukturen, die dazu auch aufgebaut werden müssen. Und wenn das Hand in Hand geht, das ist für uns natürlich die beste Form, ja. Und ja, welche digitale Medienplattform es dann sein wird, da kann man ja auch sicherlich drüber reden und miteinander diskutieren, in welcher Form das dann zustande kommt. Hauptsache, es kommt zustande, Frau Polat. Ja, und bei Digitalisierung, da mache ich jetzt auch gleich mal weiter. Digitalisierung ist wichtig, das müssen wir gar nicht betonen, das wissen wir alle. Und es ist aber tatsächlich auch für die niederdeutsche Sprechergruppe wichtig. Und da gibt es ja auch aus der Sprechergruppe selber mehrere Ansätze. Es gibt Podcasts auf Niederdeutsch, das wissen wir. Es gibt Sendungen auf Niederdeutsch. Aber was uns so ein bisschen bewegt, ist im Moment den Fuß in die Tür zu kriegen beim Onlinezugangsgesetz. Das Onlinezugangsgesetz verpflichtet ja alle Verwaltungen, die Antragsverfahren für die Bürgerinnen und Bürger bis Ende 2022 digital zu ermöglichen. Und im Moment werden dort die Plattformen dazu erstellt in Länderarbeitsgruppen, aber der Bund ist ja da auch durchaus beteiligt. Ja, und unsere Idee, und nicht nur unsere Idee, sondern auch die Idee der Minderheiten ist es natürlich jetzt hier proaktiv sozusagen zu werden und Matrizen zu entwickeln, Formate zu entwickeln, die eben in Niederdeutsch beziehungsweise in einer Minderheitensprache sind, so dass es also einem Bürger, einer Bürgerin sehr leicht möglich ist, hier einen niederdeutschen Antrag zu stellen, ohne dass ihm große Hemmschwellen existieren
und auch ohne die Diskussion, naja, wir sind ja alle zweisprachig. Ja, das sind wir. Wir können alle auch Standarddeutsch. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht unsere eigene Regionalsprache auch in juristischen Sachen verwenden können. Das sieht ja die Charta auch vor. Ja, wir haben das schon ein paar Mal thematisiert, auch in politischen Gremien. Es ist schwierig. Es ist schwierig, da wirklich konkret, ja, konkrete Schritte zu erforschen oder zu erfragen. Würde Ihre Partei denn das unterstützen, dass also in diesem Verfahren der Antragstellung, der Entwicklung der Formate der Matrizen dort die Regional- und Minderheitensprachen, ich nehme die jetzt einfach mit dazu, auch zur Verfügung gestellt werden? Also es ist ein ganz spannendes Thema, das Onlinezugangsgesetz. Und das Ziel ist es ja zwischen Bund, Land und Kommunen bis 2022 sozusagen alles online zugänglich machen zu lassen. Und für uns ist ein ganz wichtiger Faktor, dass die Sprachbarrieren klar zwischen Verwaltung und BürgerInnen nicht nur aufgehoben werden, sondern eben auch die Vielfalt der Sprachen, ähnlich wie ich das eingangs gesagt habe, auch gewürdigt werden. Und dazu gehört natürlich auch die Erfüllung der Verpflichtung der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen und zumindest eben auch die Antragstellung in allen EU-Sprachen. Und da haben wir eben zwei Stränge, dass wir auf der einen Seite sozusagen die anerkannten EU-Sprachen haben, aber dann daneben immer die noch nicht, würde ich sagen, voll anerkannt, das volle anerkennende Bewusstsein der Regional- und Minderheitensprache. Und da kommen wir dann sozusagen von dem Anspruch, den ich eingangs formuliert habe, den wir ja auch europäisch gerade forcieren, die Regional- und Minderheitensprachen zu schützen und zu fördern, hin zu einem ganz praktischen Beispiel, eben nun das beim Online-Zugangsgesetz sicherzustellen. Und da ist es sozusagen für unsere Fraktion bzw. unsere Partei wichtig, sich wirklich da auch der Verpflichtung oder sich dem verpflichtet zu fühlen, was wir selber ratifiziert haben, den Schutz der Regional- und Minderheitensprachen. Und das können wir am besten beweisen, zum Beispiel jetzt bei der Begleitung der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Das wird eine Herausforderung sein, weil, wie gesagt, das eine Abstimmung ist zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Aber das müssten wir, glaube ich, sehr intensiv dann auch nochmal im beratenden Ausschuss diskutieren, weil da sitzen wir ja alle zusammen. Das reicht aber nicht aus, weil da sitzen ja so oder so die BefürworterInnen. Und deswegen das Ganze dann eben auch von Seiten der Bundesregierung, die dann ja gewählt wird. Das wäre mein Wunsch und unser Wunsch, das sehr ernst zu nehmen und auch in jedem Fall zu begleiten, dass das berücksichtigt wird. Das ist unser Wunsch auch und wir sind auch sehr gern bereit, in Arbeitsgruppen, die es ja da sicherlich gibt, bereits auch mitzuarbeiten. Also wir würden uns da als Sprechergruppe auch einbringen. Der Zugang ist für uns im Moment nur etwas schwierig. Also wir bekommen im Moment da keine Informationen und über den Fortgang dieser Bestrebung. Und also wir würden da sehr gerne mitarbeiten und ja, teilnehmen an diesem Prozess. Den Vorschlag, das im beratenden Ausschuss zu thematisieren, finde ich sehr gut. Das werden wir auch sicherlich tun. Der Nachteil des beratenden Ausschusses ist natürlich der, dass der einmal im Jahr stattfindet. Und das ist für manche Dinge eben einfach zu wenig. Aber wir sind ja zwischendurch auch im Kontakt, so wie wir jetzt ja auch miteinander reden. Also das wäre unser Wunsch, dass wir dort eine Form finden, auch teilnehmen zu können an diesem Prozess. Ja, danke. Also um kurz einfließen zu lassen, Frau Luther, also ich kann natürlich jetzt auch noch eine Anfrage stellen an die Bundesregierung, inwieweit das jetzt schon berücksichtigt wird oder geplant ist zu berücksichtigen. Das ist in so einer jetzigen Phase so eine Frage zu stellen, ist das gar nicht schlecht. Das würde ich vielleicht mal jetzt noch versuchen aufzugreifen. Das wäre sehr schön. Dankeschön. Ja.
Genau, vielleicht könnten Sie, wenn wir da noch einen weiteren Punkt anbringen dürften, es war ja immer die Rede davon, dass ein Pilotprojekt gestartet wird, wo eben auch die Regional- und Minderheitensprachen berücksichtigt werden, um zu gucken, wie man das umsetzen könnte. Da hatten wir beim letzten Mal auch schon nachgefragt, wie der Stand war, wurden auch so ein bisschen, sage ich mal, es wurde ein bisschen nach hinten geschoben noch, dass sie noch nicht so weit seien. Das würde uns aber interessieren und an dem Projekt, denke ich, wären wir alle, kann ich glaube ich auch für die Minderheiten sprechen, sehr interessiert. Gut. Super. Ja, dann fiel ja schon das Stichwort beratender Ausschuss als eine strukturelle Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Also die Sprechergruppe, die Bundestagsabgeordneten, die Fraktionen und natürlich auch das Bundesinnenministerium. Wir würden uns wünschen, dass diese beratenden Ausschüsse noch intensiver genutzt werden, auch im Sinne des Bundestagsbeschlusses, die Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu stärken und zu intensivieren. Das ist sehr schwierig, das ist uns bewusst, da ja viele Dinge Ländersache sind und nicht Bundessache. Aber wir würden uns wünschen, dass diese Zusammenarbeit zwischen den Ländern auch vom Bund noch ein bisschen stärker begleitet wird. Und dass man die Möglichkeiten, die man hat, sprich der beratende Ausschuss zum Beispiel oder das eigentlich ja jedes Jahr stattfindende Bund-Länder-Referententreffen, was auch ein bisschen ins Stocken geraten ist, dass das intensiviert werden könnte. Auch hier unsere Frage, würde Ihre Partei das zukünftig unterstützen? Oder sehen Sie das auch so? Oder sagen Sie, es ist ausreichend, was wir haben? Also zunächst einmal klar, Sie haben es angesprochen, das ist vornehmlich Ländersache, aber ich will es nicht immer wiederholen, aber ich war nun mal 13 Jahre im Niedersächsischen Landtag. Für mich ist es einfach wichtig, sozusagen an diesen Grenzen der Zuständigkeit nicht Themen hinten runterfallen zu lassen. Und der Bund hat natürlich eine koordinierende Funktion in vielen Bereichen, gerade wenn es um Themen geht, wo Deutschland sich sozusagen verpflichtet hat, internationale Konventionen unterschrieben hat, aber vornehmlich die Länder zuständig sind. So, und von daher bin ich eigentlich ein Fan davon, dass der Bund sich dann auch dem verpflichtet fühlt und gemeinsam mit den Ländern schaut, was kann der Bund tun, eben um länderübergreifend, in dem Fall im europäischen Sinne, Strukturen zu schaffen. Dafür ist der Bund zuständig. Der Bund macht die Kommunikation mit anderen EU-Mitgliedstaaten, um das wirklich zu etablieren. Da denke ich, das ist auch ein spannender Prozess, den man gemeinsam mit dem Niederdeutsch-Sekretariat hinbekommen könnte. Es gibt ja in ganz vielen anderen Bereichen, wo ich auch unterwegs bin, solche Formate, wo wir uns als Deutschland staatenübergreifend verpflichtet haben. Ich mache mal ein ganz anderes Beispiel, weil ich eben auch aus Niedersachsen komme, in dem maritimen Bereich. Da arbeiten wir sehr eng zusammen mit den Niederländern und den Dänen. Da gibt es auch ein maritimes Sekretariat dafür. Das ist hinterlegt mit einem Staatsvertrag. Und da wird diese Kooperation sozusagen sehr stark und das länderübergreifende koordiniert. Das kann man natürlich andocken an das Niederdeutsch-Sekretariat mit entsprechendem Ressourcenaufbau. Aber es gibt ganz unterschiedliche Ideen, wo man einfach bei anderen Bereichen abgucken kann. Aber diese Aufgabe müsste der Bund übernehmen. Und ich finde das einen spannenden Prozess. Und im Sinne des Europaverständnisses von Sprachminderheiten, ich habe es ja auch eingangs gesagt, wir müssen da länderübergreifend denken, ist es ja auch sehr spannend und bereichernd, ne? Also das im positiven Sinn. Und von daher volle Unterstützung und einen gemeinsamen Weg zu finden, wie man das am besten verankern kann. Ich würde mir ja wünschen, dass so eine Koordination dann aus einem Bundesland heraus organisiert wird. Und für mich ist natürlich schön, wenn es dann in Niedersachsen wäre. Das wäre für uns auch gut. Haben wir gute Erfahrungen eigentlich bisher gemacht. Ja, und um nochmal auf den länderübergreifenden...
mehr machen. Entschuldigung, Frau Luther, dass ich Sie da unterbreche. Also wir merken das ja auch immer aus dem beratenden Ausschuss. Da sind ja immer so 2, 3 Länder, die sehr aktiv sind. Niedersachsen könnte mehr machen. Die Verbände machen sehr viel, aber die niedersächsische Landesregierung, naja. Das ist ein weites Feld, dazu äußere ich jetzt. Ja, ich wollte nur den länderübergreifenden Aspekt nur ganz kurz aufgreifen, weil Sie das angesprochen haben. Im Bundesrat sind auch Vertreter der Niederdeutschsprecher der Niederlande als Gast ständig anwesend bei unseren. Das hat sich irgendwann mal so entwickelt und es ist ein sehr angenehmer Austausch, den wir da pflegen mit unseren Niedersachsen heißen die, nennen die sich selber auch, schreibt sich ein bisschen anders, sind aber eben die Niederdeutschsprecher in den Niederlanden, ja. Ja, da haben sich auch schon schöne Projekte und Zusammenarbeiten ergeben und Vorträge, ne? Auch mit der Uni Oldenburg zum Beispiel. Das ist für uns sehr bereichernd und von daher merken wir genau, dass wir genau, wie Sie sagen, einfach größer denken müssen. Also wir selber haben ja auch die Erfahrung im Bundesrat, dass länderübergreifend da einfach, dass die alle Länder profitieren. Zum Beispiel Brandenburg hat in den letzten Jahren so viel ist da entstanden und da ist eben ganz, ganz viel Anschwung und ganz viele Ideen sind auch durch den Bundesrat für Niederdeutsch gekommen. Und deshalb haben wir selber wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen und sind immer dafür, sage ich mal, zu unseren Nachbarn zu gucken, nicht nur auf Länderebene, sondern eben auch über die Grenzen hinweg. Gut, ja, Frau Pohlert, wir würden gerne nochmal, um jetzt ein bisschen zum Abschluss zu kommen, Sie nochmal zu fragen, wo Sie noch weiteren Bedarf und weitere Chancen sehen, die Regionalsprache Niederdeutsch zu schützen. Also es gibt ja so ein paar Baustellen, die wir jetzt ganz zeitnah sozusagen angehen müssen. Da haben wir uns ja auch zu verpflichtet. Das ist ein ganz kleiner Bereich, natürlich die Wanderausstellung, dass wir das endlich sozusagen, die dann auch auf den Weg schicken. Dann das Thema der Mehrsprachigkeit in den Minderheiten und Regionalsprachen, dass das stärker in den Fokus gerückt wird in allen Bereichen. Ich meine mal, diesen klassischen Konflikt, den wir hatten bei der Beschilderung von Autobahnen, ne? Also das sind so unsägliche Sachen, solche Dinge sollten uns nicht aufhalten, die sollten abgearbeitet werden, weil in der Öffentlichkeit, für die öffentliche Präsenz von Regional- und Minderheitensprachen ist das unglaublich wichtig. Ich würde auch nicht zu gering schätzen, sozusagen den ganzen Bereich im Bildungsbereich. Da könnte das Bundesministerium für Bildung und Forschung auch noch einen stärkeren Akzent setzen, aus meiner Sicht, auch wenn das Ländersache ist. Aber da die Förderung des Niederdeutschen zu stärken in den Lehrplänen etc., ein ganz, ganz wichtiger Bereich, den wir jetzt noch nicht genannt haben, klar, weil das Ländersache ist, aber wir haben nun mal ein Bildungs- und Forschungsministerium und da einen neuen Schwerpunkt zu setzen oder stärker dort einzusteigen, das wäre mein Wunsch für die nächste Legislaturperiode bei allen anderen Themen, die wir heute besprochen haben. Ich muss sagen, das freut uns sehr, dass Sie gerade das Thema Bildung nochmal ansprechen und eben, das ist ja, sage ich mal, unser Dauerbrenner und das allerwichtigste Feld für uns, wo wir auch immer wieder an Grenzen stoßen, finde ich schön. Und da gibt es ja auch gerade eine Initiative, wo auch der Bund das maßgeblich vorantreibt, das Wissen über regionale und Minderheitensprachen zu stärken und dass das wirklich über die KMK geht und dass wir da auch in diesem Bereich ein Stück weiterkommen. Finden wir sehr, sehr gut, dass das eben der Bund wirklich so vorantreibt und dass wir da auch beteiligt sind. Ja, Frau Pohlert, wir danken Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich glaube, wir haben wichtige Punkte angesprochen und Sie haben noch weitere wichtige Punkte ergänzt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich auch, Frau Luther, Frau Ehlers, und in diesem Sinne wünsche ich uns einen heißen Wahlkampf mit möglichst oder auch möglichst auf Niederdeutsch. Ne? Ich gebe mein Bestes, auch wenn ich selber ja noch nicht gut spreche, aber verstehen tue ich es und
werde das Ganze auch im Wahlkampf möglichst platzieren, damit klar ist, das ist ein Top-Thema bei uns.